Musikfans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich zu Gast und eingeladen beim Aberwald-Trio. Grüß dich! Servus, Wie geht's euch? Gut. Schlechte Leute geht's auch Schlecht geht's auch gut. Das ist der mit der größten Guschen, gell, wie wir davor gesagt haben. Ja, der Tom. Weil ich meine, Chef gibt's keinen bei euch, oder? Haben wir sagen lassen. Nein, Chef gibt's keinen. Alle gleichberechtigt. Aber ich glaube, Tom, du bist eher der Schmatzer, oder? Ja, ich bin der mit der großen Guschen. Also ich bin der, weil ich eigentlich durchs Programm ein wenig führt. Und an sich halten wir da so weit gut zusammen und schmerzen wir uns gegenseitig an, dann haut das schon hin. Ja, das passt eh super. Flache Hierarchien, dann kommt nicht so schnell eine Streiterei raus, hätte jetzt ich gesagt. Das Aberwald-Trio, Tom, wie lange gibt es denn eigentlich schon in dieser Besetzung jetzt? Ja, das Aberwald-Trio gibt es seit 2024 offiziell. Und der Alex, der Anton und ich haben eigentlich getrennterweise schon immer wieder miteinander gespielt. Der Alex ist jetzt der längste den Weg. Da muss man sich vorstellen können, gell? Der Alex, der Anton und der Tom, ja, genau, der Alex. Den kenne ich natürlich am Eierlingen. Der Anton ist dann 2015, habe ich den, wenn ich darf, so ungefähr sein, kennengelernt. Und dann habe ich mich mit dem auch natürlich zusammengeschlossen. Und beide können natürlich Musik aus dem Chor spielen. Die brauchen nicht unbedingt Noten und das ist natürlich für einen Holzertlohner, weil es ja jetzt mein Fall ist, besonders wichtig, weil man gerade wenn man Geschwänzel macht, hat man auch sehr viele Melodien. Ich kann jetzt schon 6000 Stegreif. Wow. Und da ist es natürlich gerade der Wechsel, da musst du dann schon mal flott sein. Von dem her ist das natürlich, ich sage immer, die besten Musikanten haben das, weil sie noch Gehör spielen können. Weil einer, der auf Noten fixiert ist, der ist eigentlich nie so gut, weil wenn so einer noch Gehör spielen kann. Der kommt dann wahrscheinlich da gar nicht mit, wenn du schnell mit Melodie wechselst und er halt extra das Notenblattl suchen für diese gewisse Melodie, bis er das hat, dabei bist du schon wieder fertig. Ja. Ja, wir haben jetzt schon, oder du hast schon einige Themen angeschnitten, Hauptsatzlohner, Gstanzelsinger, auf das möchte ich alles später auch noch zum Sprecher kommen, aber jetzt glaube ich, spielen wir zuerst mal an, oder? Jetzt haben wir ein Stickel, das musst du jetzt anmoderieren, Tom. Das heißt, Aberwald Radiozeit. Ich bin noch seit 2014 beim Aberwald Radio mit dabei und seit 2024 habe ich selber Sendestudio Altransberg. Und nachher habe ich natürlich zuerst mit einem Startlied angefangen, vom Riedsteiger Dreigesang, das war die Weitler-Hymne, und habe mir gedacht, das passt eigentlich nicht wirklich. Ich brauche selber Startlied, und dann bin ich zum Hensen gegangen, ist ein sehr guter Freund von uns. Und dann habe ich gesagt, Hensen, wie schaut es aus, kannst du da etwas zaubern? Ich habe tatsächlich nicht gewusst, oder auch mein Moderatorkollege der Gang, weil das Lied wird, er hat gesagt, ja, er schreibt uns das. Und im Oktober 2024 war dann das Lied fertig. Und dann hat er mir es mit den Riedsteiger Lumpen beim Langhans aufgenommen und hat mir es dann per WhatsApp geschickt. Und du wirst es nicht glauben, weil das Lied zum ersten Mal gehört haben. Wir haben Tränen in die Augen gestanden. Dann habe ich es ihm angeschickt, dem ist gerade so gegangen. Und mittlerweile ist das tatsächlich, ich bringe das immer wieder auf Veranstaltungen, so ein großer Hit, da klatschen die Leute mit und da ist wirklich die größte Stimmung in dem Lied und das ist schon gigantisch auf die kurze Zeit. Ja, super. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Die Aberwald Radiozeit und daheim dürft ihr auch mitklatschen. Gute Unterhaltung! Gute Laune.
Aberwald Radio Zeit war das, man wirklich sagen, das ist ein Hansen gut gelungen, das zum Schreiben, ein schöner Gruß geht natürlich da auch von meiner Seite aus und eng gut gelungen, das zu interpretieren. Respekt, Mann. Dankeschön. Ja, Tom, du hast gesagt oder hast schon erklärt, dass du ein Radiomoderator bist vom Aberwald Radio. Hast gesagt, dass das schon seit 2014 machst insgesamt und seit 2024 dein eigenes Studio hast, da in Altransberg. Jetzt möchte ich mal wissen. Seit 2012 bin ich vom Aberwald Radio. Oh, seit 2012 schon her. Und dann seit 2024 aber das eigene Studio, oder? Ja. Genau. Möchte ich schon mal wissen, Tom, weil läuft dann so ein Sendeabend bei dir ab? Hast du eine große Vorbereitung? Was machst du vorher da? Und ja, weil läuft das ab, wenn du da im Studio bist? Also ich richte tatsächlich meine Sendung schon einen Tag vorher her. Du musst ja die ganze Werbung einziehen. Also wir haben momentan 8 Werbepartner, die wollen das Aberwald Radio finanzieren. Und dann musst du natürlich die ganze Werbung schon mal einziehen. Und dann brauchst du natürlich, für den Anfang brauchst du irgendein Startthema. Da gehen jetzt zum Beispiel einmal auf die Jahreszeit ein oder einmal auf die Witterung, was da jetzt draußen schneit, regnet, scheint Sonne. Oder wenn Urlaubszeit ist, dann schaue ich natürlich da selbst mit Urlaub einbringen. Oder wenn wir jetzt einmal von der Arbeit her einen Wandertag haben oder sowas. Einfach noch themenbezogen machen wir da schon kurz Gedanken, das sind oft einmal 3 Stückel und dann kommt schon die erste Werbung. Und zwischen die Werbung kriegen wir mir natürlich per E-Mail oder telefonische Grüße, die wir dann zwischen die Werbungen einziehen. Und so geht das eigentlich den ganzen Abend dahin. Ah ja, so da kann man sich auch ein Lied wünschen bei dir. Ja, das geht also alles per E-Mail. Wir haben da eine E-Mail-Adresse, wo jeder Hörer reinschreiben kann. musikwunsch@aberwaldradio.com. Das blendet ihr jetzt da unten ein und vielleicht, wenn du mal das Aberwald Radio hört, dann unbedingt den Musikwunsch äußern. Und jede Woche, also jeden Tag, können wir eigentlich besetzen. Ich bin dann dienstags von 19 bis 22 Uhr mit dem Schneidergang auf Sendung. Momentan ist der Alex bei mir dabei, weil er auch zum Team mittlerweile gehört. Bin ich schon froh, ich war jetzt 14 Jahre der Jüngste, jetzt bin ich noch eine Zeit einmal angereist worden, Gott sei Dank. Und wir haben halt einfach so, wir machen das Kulturfördern, Kultur erhalten, dass einfach die alte Musik oder die Generation nicht, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und somit ist das eigentlich eine schöne Sache und mich freut es immer wieder selber, dass man das so fördern kann. Ja, allen Respekt vor dir und vor dem ganzen Team, das dahinter steckt, hinter dem Aberwald Radio. Du bist selber Moderator auch, oder Teammitglied, oder Ja, Alex? Der Tom hat einmal gesagt, weil kann man sagen, dass das angefangen hat. Er hat zu mir gesagt, er möchte es einmal probieren. Und dann bin ich hergefahren. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube Februar war es. Januar letzten Jahres. Und ja, dann haben wir das einmal angeschaut und ich war so total aufgeregt, das einmal zum Probieren. Der Tom hat gesagt, da nicht alt, aber sehen dort die keiner. Wollte ich gerade sagen, das hat man dann im Radio gar nicht gesehen, dass du aufgeregt Nein, hast. das hat man nicht gesehen. Aber es war halt einfach, ja, sowas habe ich noch nie gemacht. Und es ist mittlerweile so weit, dass man wirklich zusagt. Und ich jetzt letzte Woche, glaube ich, waren wir, weil ich schon gesagt habe vorhin, im Gespräch vom Lang Hans, das ist der Vorsitzende, Aufnahmegespräch gehabt und jetzt bin ich offiziell da. Super, Ne? Gratulation. Das ist Aber du hast noch kein eigenes Studio jetzt. noch nicht, also das ist alles nur im Ding, ist irgendwann einmal. Aber ich will da, sage ich mal, nichts überstürzt, weil mit der Technik, da muss man sich schon ein wenig durchbeißen, wenn man da oft einmal rumpelt, da einer durch, ein Lidl oder was, ne? Dann hast du schon, aber so im Großen und Ganzen haut es eigentlich schon recht gut hin, glaube ich. Also, Ja, das ist also, wenn man sagt, wenn man bedenkt, wer rum vom Tod, ist jetzt mittlerweile schon ganz gut. Ja. Und das wird aber besser. Und
die Zeit geben wir ihm halt einfach. Wir nehmen da eigentlich jeden auf, der sagt, ich habe da Interesse dran, mir darf das gefallen. Darf jeder dazugehen und darf natürlich das ganze Sache probieren oder auch selber ein Studio starten. Also wenn da draußen jetzt jemand dabei ist, der sagt, hey, das gefällt mir, ich kenne das Aberwaldradio vielleicht schon und ich hätte da immer schon mal Ambitionen gehabt, dass ich das einmal ausprobiere und dass ich da zumindest damit zuschaue, weil das funktioniert, dann darf es auch einladen. Ja, ich lohnt tatsächlich, bei mir haben sehr viele Studiogäste da. Mir gefällt das auch, wenn sie da vorbeischauen. Also es darf auch jeder zum Zuschauen kommen, da haben wir nichts dagegen. Und wir nehmen auch, wie gesagt, an jeden auf. Wir denken sogar jetzt, wir haben alle noch auf der Suche von einer Frauenstimme. War vielleicht auch schön, dass ich da mal eine Frau dabei hat und sagt, ich möchte auch mitmoderieren. Bis jetzt haben wir lauter Männer, die da in die Studios haben. Und eine Frauenstimme wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Vielleicht passt es mir. Toni, du bist kein Radiomoderator, oder? Ich bin Radiohörer, gell? Ja, es mag auch die geben, die man das anhören. Ja, eben. Was treibst du dann so in deiner Freizeit neben Musik spielen, wenn die anderen beim Moderieren sitzen? Ja, ich da studieren, gell? In der Freizeit? In der Freizeit. Und hauptberuflich Musiker. Schön was. Ja, ansonsten ein paar Lieder schreiben. Auch weil wieder auf das Ganze dann aufnehmen, ins Internet rein und auch ins Radio bringen vielleicht. Hast du selber ein Studio daheim? So ungefähr. Also es ist so ein bisschen ein Schreibtischstudio. Ich habe jetzt kein, wenn man es bei den Studios kennt, ausgeleisterte Wände mit Schaumstoff und so Sachen. Und auch nicht wahrscheinlich das beste Mikrofon. Ich habe eine Aufnahmesoftware und schon so ein Studiomikrofon eben. Und so geht es aber ein wenig hin. Also es hört sich für hobbymäßig nicht schlecht an. Kann aber, also ein Experte darf vielleicht sagen, es ist jetzt nicht das. Gut, aber um das geht es ja nicht. Du hast ein Produkt geschaffen oder schaffst Produkte und die können sich sehen lassen. Ich habe selber schon das eine oder andere gehört. Danke dir. Du hast ja vorher erwähnt, Tom, dass du Gstanzlsänger bist. Ja. Kann man vielleicht einmal was anstimmen, oder? Da können wir schon so stimmen. Können wir etwas anstimmen? Brauchen wir ein Vorspiel wahrscheinlich, oder? Jawohl. Mal so eine rote Jacke gestanzelt, oder? Jawohl. Ja. Ja, der meint Alex vom Weltmusiker und alle sind bei uns. Das ist schon ein Ding, ein herzliches Grüß Gott, sagt Zauberwald. Trio ganz besonders der Tom Swing. Ja, und bei euch, liebe Zuschauer, es ist recht schön, dass ihr den Weltmusikkanal so weit unterstützt, ja, weil in Zukunft soll es ja so weitergehen. Und vielleicht bucht es auch das Aberwald-Trio bei manchen Auftritten, ja, das freut uns schon gleich. Bei den einen oder anderen Auftritt wird man ganz gern dabei. Ja, der Alex ist immer recht begeistert von den Gstanzl, das hört man doch gern. Ja, da auf der Gstanzl-Singer einmal leben, da dazu hören. Ja, das Gstanzlsingen, ich sag ein Gesetz gleich, liebe Leid, das lass ich lieber bleiben, weil ich kann so nicht gescheit. Ich bin ein bayerisches Urgestein, das tut sich rentieren. Ich halt viel auf Gstanzl und halt die Lieder und das ganz gerne moderieren. Und dass wir miteinander jetzt gesungen haben, das
ist schon allerhand und ich sage an Tom Swing und seine Kollegen für die Gstanzl einen recht schönen Dank. Ja, Alex, dir sag ich auch Dankeschön, das ist schon ein Schmaus. Ich sag Dankeschön fürs Kämmer, aber mit den Gstanzl ist es jetzt aus. Schaut her, haben wir ein paar Gstanzl auch noch zusammengeholt. Super. Und liebe Leute da draußen, ob ihr es glaubt oder nicht, das war so nicht eingeprobt. Gell? Also natürlich haben wir vorher ausgemacht, dass wir ein, zwei Gstanzl machen und ich habe überlegt, ob ich auch ein mit da. Aber vor allem du, Tom, ich weiß ja gerade, einer, zwei irgendwie und reimen wir es ein wenig zusammen. Du machst das alles aus dem Kopf aus, oder? Ich mache das tatsächlich aus dem Stegreif, das geht in einem Bruchteil von einer Sekunde. Ich schaue mir die Leute an, was für eine Kleidung da so und was für eine Frisur. Ich nehme jetzt gerade letzten Freitag einen Musikantenstammtisch in Bummers? Moos. Da bin ich vom Weindl Johannes vorbeigegangen und haben ihn tatsächlich nach Jahren wieder gesehen. Aber der hat sich natürlich so verwachsen, dass er ihn nicht mehr kennt haben. Und da so bin ich blamiert. Ja. Hat er mir gedacht, jetzt muss das so hin tun, dass es nicht auffällt. Und der Johannes, der hat eine Frisur bei so einem Schafbuch haben. Ich denke, bei so einem Chef, da habe ich gesagt, dass er ausschaut wie der Geißenbilder. Ja, genau. Schon ist die Gaudi fertig, wenn die Leute Ja. haben gelacht, die Und schon Leute hat's hat es passt. gefallen und schon hat das passt. Und mir ist das wichtig, dass die Leute gefällt, dass die Leute lachen können. Hast du dich da schon mal gescheit versungen, auch, dass der einmal gar nicht mehr rausgegangen ist, so ein Gstanzl? Ja, was heißt versungen? Jein, aber ich habe tatsächlich schon, es sind der eine oder andere dabei, der weil da kein Humor versteht. Also meine allererste Zeit, wo ich da tatsächlich angefangen habe, als Kind, also mit 10 Jahren, da habe ich tatsächlich einen auf der Geburtstagsfeier so kalt erwischt, dass er aufgestanden ist und ist gegangen. Oh. Haben sie mir natürlich hinterher gesagt, und mir ist das peinlich gewesen. Aber dann haben sie gesagt, meine Holzadler Kollegen, Tom, der die da nicht, weil wer keinen Humor nicht hat, Genau. der ist halt da viel am Platz. Genau. Und mittlerweile denke ich mir, das ist ganz normal, es ist halt so, wem es nicht passt, der soll es bleiben lassen. Und du schaust auch immer, dass du nicht unter die Gürtellinie kommst, dass wenn du jemanden aussingst, dass das Niveau hat und dass du nicht beleidigend bist. Ich bin da tatsächlich nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ehrlich und ich sage es, weil man es denkt und man darf nicht beleidigend sein. Ich bin auch beim Holzadler Gremium, bei Bayern und Österreich mit dabei, also bin ich Mitglied seit 2018. Tom, auf das Holzadlohnen, auf das da ich jetzt dann später noch zu sprechen kommen, jetzt kann man vielleicht noch Musik machen. Das machen wir. Kann man noch ein Liedl spielen? Ich glaube, das Weitlerherz haben wir noch dabei, oder? Ja. Dann greifen wir so. Gute Unterhaltung und viel Spaß mit dem Weitlerherz.
ich grüß dich tausendmal. Wenn ich da außen steh und schau weit übers Land, dies ist mein Heimat, gemacht von Gottes Hand. Zwischendurch eine kurze, aber wichtige Ankündigung. Am Freitag, den 27.03.2026 ist wieder soweit. Das große Musikantentreffen im Landgasthof Bayerwald in Böbrach findet wieder statt. Es haben sich schon namhafte Künstler und Gruppen aus der Region angekündigt. Jeder ist herzlich willkommen, egal ob Musiker oder Musikliebhaber. Schaut's vorbei am 27.03. im Landgasthof Bayerwald in Böbrach. Ich freue mich auf euch. Jetzt hast du davor was angeschnitten, Tom. Und zwar, dass du Hauzertlohner auch noch bist und im Hauzertlohner Gremium dabei bist. Magst du da etwas sagen dazu? Ja, kann ich ganz gerne machen. Also ich bin seit 23 Jahren eigentlich Hauzertlohner, weil das ist ja bei uns Familiengeneration. Und ich bin da eigentlich so ein alter Traditionsbewahrer auch vom alten Lied. Und ich singe auch alte Lieder, die wenn man Hände so nicht mehr kennt oder die in Vergessenheit geraten. Nehmen wir jetzt einmal gerade das schönste Blärmerl auf der Welt oder wann ich zu meiner Mare gehe. Einfach die alten Lieder, die wenn man so nicht kennt. Genauso ist das auch natürlich mit Hauzertlohner. Das ist einfach Tradition, bayernweit oder auch nicht mehr einmal ein österreichisches Gebiet dazu. Also das zählt tatsächlich weit, ist weit bekannt. Aber es ist auch schon vom Aussterben bedroht. Und da wollen wir natürlich dagegen wirken. Und da haben viele Kollegen, ich schneide jetzt mal ein paar, zum Beispiel der Fips aus Roding, der Beff aus Roding, Fleischmann, Hermann Mosper, Marinate, Seripfigraut, haben natürlich viele noch dabei, die mich da unterstützen. Da bin ich Gott sei Dank nicht in der Lui. Und ich hoffe, dass wir die Tradition noch lange aufrechterhalten können. Ja, unbedingt. Das sehe ich auch so. Weil ich das Musischspielen angefangen habe, vor 20 Jahren ist jetzt mittlerweile schon her, ist bei jeder zweiten oder dritten Hauzertlohner dabei gewesen. Mittlerweile wird es leider immer seltener, aber schön, dass es dann noch sehen Leute, weil die und die ganzen Kollegen, die du jetzt hast, gibt, die weil diese Tradition noch aufrechterhalten. Muss ich schon sagen. Ja, unser Video neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ich möchte an der Stelle Dankeschön sagen. Danke an Eng3, dass ihr die Zeit genommen habt, dass wir da schön wirklich zusammensitzen beim Tom daheim. Das haben wir übrigens auch noch nicht geklärt, wo du genau her bist, Tom. Ich bin von Raspert, genannt Altransberg. Was sagt ihr da dazu? Raspert. Das habe ich auch noch nicht gehört. Altransberg kenne ich, Gemeinde Miltach. Ja, genau. Oberpfalz schon, gell? Ja, gerade schon, Grenzrichtung Niederbayern. Da ist ein Niederbayer. Ganz genau. Ja, und da ist wieder ein Oberpfälzer. Aha. Wo bist du genau her? Ich bin von vor der Buchberg. Sagt man da Federburg. Ich wollte sagen, das sagt man auch anders, gell? Federburg, ja. Ja, genau. Das ist Neukirche beim Heiligen Blut. Das ist da, wo der Breidaniel hier ist, auch, oder? Genau, ja, das ist das gleiche Dorf. Ja, das gleiche Dorf. Ja. Und der Bungo ist. Genau, ja. Ist so. Das ist so ein Musikantennest. Ganz am Bungo, ja. Da bist du auch. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Und ja, schön, dass es auch, obwohl es doch nicht so ganz nah beieinander seid, vom Wohnort her, dass ihr es so zusammengefunden habt und weil gesagt, dass wir uns so einen schönen Abend gemacht haben. Bedankt haben wir mich schon. Ich darf an alle Leute da draußen natürlich auch noch sagen, liebe Leute da draußen, wenn euch das gefällt, was ich mache, dann darf ihr unbedingt bei meinem Kanal auf Gefällt mir drücken, darf den Kanal abonnieren und die Videos teilen hinaus in die große weite Welt, dann kann nichts mehr schief gehen. Und natürlich auch vorbeischauen auf sämtliche Homepage, Facebook-Seiten vom Tom Swing, vom Aberwald Radio, vom Aberwald Trio und so weiter. Dann kommt ihr an den Jungs und an Tom Swing gar nicht vorbei. Wenn ich selber noch ein Werbung machen darf, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Auch bei mir dürft ihr gerne ein Like oder ein Gefällt mir hinterlassen. Da hat mich natürlich sehr gefreut drüber. Ja, und jetzt zum Abschluss haben wir rausgemacht, macht der Tom noch ein paar Statikstanzel. Machen wir.
Jetzt zum Abschluss dürfen wir auch ein bisschen steiler werden. Der Alex und der Anton sind meine Freunde. Ich sag's in Gottes Namen. Für so eine super tolle Freundschaft sag ich einen rechten schönen Dank. Ja, so eine super tolle Musik, nichts Schönes kann passieren. Da tut der Weitler Herz ja richtig aufblieren. Beim Mandel Alex möchte mich auch bedanken. Ich sag's euch feigrot, dass er's einmal geschafft hat für das Video, dass er sich Zeit genommen hat. Aber wir müssen jetzt schön steil aufhören, wobei es uns noch gefällt. Wir sagen Servus, pfiat euch gut und Dankeschön und bis bald im Wald.